Menschen steht, die bereit sind, für den Frieden Gesicht zu zeigen. Und das bedeutet in dieser BRD 2016, es zu riskieren, alles zu verlieren, die Existenz zu verlieren, den Beruf, den Ausbildungsplatz, die Familie, die Freunde, in die totale Isolation getrieben zu werden durch politische Verfolgung. Und auf der anderen Seite sehen wir Hundertschaften von Polizei, die da sind, um Ausschreitungen zu verhindern, die gegen eine Friedensmahnwache drohen. Es ist unfassbar, dass unser Staat es geschafft hat, die Leute einzuschläfern, einzulullen, die Jugend im Gehirn zu vergiften, dass sie von Selbsthass durchtränkt ist und völlig von Sinnen auf die Straße geht, plärrend, kreischend, aufgehetzt und meint, uns bekämpfen zu müssen. Uns, die wir alles verlieren mit dem, was wir für die Zukunft dieses Landes und unserer Werte tun. Und es sind gute Werte, für die wir einstehen. Wir stehen nicht ein für die Lüge, für die Hinterlist, für den Verrat, mit der unsere Regierung dieses Volk in den Irrsinn treibt. Meine Vorrednerin von der Friedensinitiative hat es sehr gut dargelegt, welche kriegerischen Maßnahmen jetzt in diesem Moment von deutschem Boden aus laufen, vor sich gehen und schlimme Verbrechen über den ganzen Erdball ziehen. Wir stehen hier, weil wir dieses Spiel nicht mitspielen, und darauf können wir, die wir hier stehen, verlacht, verleumdet, kriminalisiert, verfolgt werden, stolz sein, und zwar verdammt nochmal stolz. Wir stehen auch hier für die Verblendeten, die dort hinten in die Trillerpfeife ihren letzten Verstand reinblasen. Denn wir wollen für unser ganzes Volk eine Freiheit und eine Zukunft in Freiheit. Wir wollen, dass unsere Werte weitergetragen werden und nicht zerstört werden. Unsere Werte von Familie, von Zusammenhalt, von Gestaltung, von Schönheit, dem wahren, schönen, Guten. Wir stehen hier in einer Stadt, die wunderschöne Architektur vorzuweisen hat, die ein wunderschönes Gesicht hat, und das wollen wir erhalten. Wir lassen uns nicht belügen, dass wir ein böses Tätervolk seien. Das hat man denen dort drüben in die Köpfe gesät. Wir aber stehen hier, um zu sagen, nein, Deutschland ist schön, Deutschland ist gut, und wir sind ein gutes, friedfertiges Volk, das seinen Platz in der Welt behauptet und für den Frieden in der Welt unersetzlich ist.